Sestwäm club say. Betogen, du hast besiegt nie, du warst früh. Ich wollte die Last, nie nicht allein, weil du warst von mir, folgt mir nicht. Und ich gewerken, in meinen Schwein. Ich wollte die Haste, alle Zeit, Gott auf Blut. Du hast doch alle Zeit ein Gott auf Blut. Du merkst ein Bein in der Wort und Brot, der Sport in der Leib nicht von da. Du hast doch alle Zeit ein Gott auf Blut. Du hast doch alle Zeit ein Gott auf Blut. Du wirst ein Bein in dein Wort auf Brot, das Wort in der Leib nicht von Gott. Du hast doch alle Zeit ein Gott auf Blut.
zum Leben trägt. Jeder Leid von Leben in ohne Schöpfung singt wie Leben hat. Nimmst du das Hand? Du rufst mir ut utav kropp, du rufst mir nennen dåligt, du rufst mir nomen en min hårt och liv. Dina liv är skratta, dina liv är ståga, dina liv är vakt me, dig vakt me up. Dina liv är skratta, dina liv är ståga, dina liv är vakt me, dig vakt me up. Vi har liv hjärfång, död på någon snäcka. Vi säger liv, vi lever här, det styrs här. Vi har liv hjärfång, död på någon snäcka. Vi säger liv, vi lever här, det styrs här. Vi har liv hjärfång, död på någon snäcka. Vi säger liv, vi lever här, det styrs här. Dina liv är skratta, dina liv är ståga, dina liv är vakt me, dig vakt me up. Dina liv är skratta, dina liv är ståga, dina liv är vakt me, dig vakt me up. Dina liv är skratta, dina liv är ståga, dina liv är vakt me, dig vakt me up. Dina liv är skratta, dina liv är ståga, dina liv är vakt me, dig vakt me up. Wer sie eckt och dig Gottes in sich besorgt. Wir verloren doch kein einig und hei haft leid for me, hei haft leid for me. Wem dig sehen merkt fri, dig er sparkligt fri. Jag ser Gott sin känd, jag sin känd. Där Herrland haft mer att jag ser los, jag har. Visst kloven är sena, fast av har stark för mig. Jag är så stark för mig.
jag sviker. Du warst vor mir, lass mich in mich. Ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Jo, ich sehe, wer du sagst, ich sehe. In dein Sinn, dein das Wort dich bringt. Ich sehe Gott, Ik wil een beetje met dweilen waar ik een tijdje terug beleven deed. Er was een tijd waar ik vroeg God niet meer de dingen voor mij. Ik zag waarom mij verbrechen wir, waar mensen lijden deed. Ik wil niet zelfsichtig zijn. Voor mij dacht ik zo, waar ik ook echt naar irgendwas vrij. Voor kleine dingen. En we kunnen een dag met elkaar een ding zeggen, dat we materialische ding. En we kunnen dat zeggen die ver, wat ik zal doen voor dat. Zo ik dacht, ik ben God en vrij. Ik zei God, dit ding jankert mij zeggen, mij veel toch weg. Ik bruk dat niet aan, maar mij jankert dit, kost mij dit geven. En op de nächsten dag, stel hij mij dat in wagen, ik kan het zeggen billigheid. Dan voor nog een ding, 3 dingen. Voets nu door, stel hij mij dat wacht dat ik die dingen kreeg. En dat bedoelt me, ik zei tegen God, wat deed hij om? Ik zei, de eerste dingen, wat mij niet moet veel me janken deed. En toen zijn kleine mensen wat te lijden. En ik heb God zei tegen mij, ik wil die voeren zijn. Ik wil handjes als mij kan leren, waar ons voeren. In die tijd wat God kon, met al die verbrechende mensen zijn, kon hij dan nog mijn voerder zijn, met mij op dingen doen. En hij interesseert zich voor de dingen die mij interesseren. En hij wil mijn voerder zijn. Hij heeft mij van de halve raad, maar nog veel meer als dat. Hij wil hier met mij helpen. Hij wil mijn voerder zijn. En ik kon zijn kind zijn en hij wil dingen met mij doen. Wanneer du hier bent en die hier staat, krijg je weer best. Roep God aan als dien voerder, wenn hij wel dien voerder zijn van dir. God, dankzij. So sei er für die das. Und dankzij, du hast uns geraten von Hau. Du hast uns geraten, wir können deine Kinder sein. Aber so viel mehr. Du bist uns Führer. Du bist mit uns taub gut. Du interessierst dich für die Dinge, die uns interessieren. Du verdummst uns gleich, wenn wir in die kommen, wie früher und ihnen something. Du wirst mit uns taub schaffen. Kein noch, wo du ist. Du wirst in der Arbeit, du wirst mit uns taub sein. Du wirst haben, wie soll mit die Gemeinschaft haben, wenn du hast uns geraten für Gemeinschaft. Und ich danke dir für die Wunder, wo du das. Und ich danke dir für die Leute, wo du hast. Und die uns wiesen das, wer du bist. Kein Dank, wenn die Welt auf Verbrechen sitzt. Die gibst du wegen danach was im Raum, um die persönliche Gemeinschaft mit uns. Dankeschön, Jesus, für dein Leben, für deine Kraft.
hast den Himmel, dort ist dein Haus. Ober die Lebsten, dort leid wie sehen. 10.000 Engel sind om din kroon. Zij brengen prijs ohne eng verdient. Doch Halleluja von Appe hier. Tot deine ganz liebste Melodie. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dort wird dort auch die Brand. Die kleine Flamme wird das Schwarz sein. Dort wo die Opfer beholen hat. Dort wo die Holen um deine Land. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Wundervoll ist dein Dach und Jamt, wo jeder Knäufer die Wehen hat. Opa, wie löhnig was jagen darf, wenn all hier ist, die in uns Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir wollten, wer wir sind, wir wollten, wer uns gemerkt hat, und wir glauben, was er sagt, wer wir sind. Das kriegen wir nicht. Er hat uns all vergeben. Hey, kijk, Gott Marius, mir freut, dass die uns online kicken dann. Wir können nicht hier ins Top kommen, aber dort danach in sehen, dass wir können Top kommen von unseren Häusern. Wir können über diese Werk uns abbauen, uns Freude merken für diese Werke, und dass wir können stark in die Werke angehen mit Niemut. So, ich wünsche Ihnen bloß Gottes Segen, wenn die uns kicken dann von Tüß. Hey, wir sind in einem Monat, was wir nennen, den Missionsmonat. Wir hatten geplant, dass hier würden jeder Sonntag ein Missionsprediger sein, aber wegen unserer Umstände haben wir dort ein klein bisschen geändert. Und von der an geht es die Mission in Zacatecas, was wir unterstützen tun, von Pastor Lorenzo. Heute hat sein Leben dort so für die Indianer durch in der Boy, und heute hat tausende Menschen erregt. Und wir haben diese Mission angefangen zu unterstützen. Ich glaube, das ist die erste Mission, wo Lebenswasser anfängt zu unterstützen. Und wenn du hast in Lebenswasser Geld gegeben, dann bist du Part von der Mission, was dort so passieren wird. Und ich würde gleich ein Dankeschön zu sagen zu Isaac Thiessen. Heute ist der dort so, oder heute ist die Konnexion, die wir haben in der Mission dort so mit Lorenzo. Und ich will bloß Dankeschön sagen für all die Trips und all die Zeit, was Isaac Thiessen hat. Du nennst die Stärken, dort wir können dort Support sein von dieser Mission. So, wir wollen hier so ein Video sein, von Isaac Thiessen, wo er erklärt wird, was drin so angehen wird. Und dann nur dort, dann wird Pastor John abkommen, und dann wollen wir den Botschaft hören. Hey, guten Morgen, Lebenswasser. Mir freut, dass ich von dir die Gelegenheit habe, von der Mission mitzuteilen. Mein Name ist Isaac Thiessen, und ich habe in der Mission in Zacatecas 16 Jahre 3 Aufwand mitgeholfen. Dat wir in 2004 als mir ein Freund gefunden haben, wir nicht gesagt, wir doen mitfahren nach der Mission. Die hatten dann ein großes Gebiet gebaut, da wir eine Bibelschule, was die gebaut hatten. Und die wussten nicht, was die sollen den Tag zu merken. Und wie meine Arbeit wir Decke merken, Specker spielen und so weiter. Dann fuhr ich mit und dann fuhr wir da eine Arbeit tun. Den Zeit, was wir den Tag zu Nacht merken, da bei dieser Bibelschule. Dann war ich durch Freund mit Lorenzo, der Missionar, der geschaffen hat. En wir waren de grote vrienden en hij lud me aan, lud de waarheid aan te komen. En ik vond door met te helpen, ik helpte met geld, met arbeid, wat immer ik kon. En Lorenzo die vond me aan zijn visie met te delen. Wat hij nog alles schaffen wil, wat hij bouwen wil. Hij zei hij wilde een dag een kliniek bouwen, hij wilde nog een grote kerk bouwen. En verschillende plans had Lorenzo wat hij wilde doen. En dan zei ik een dag tegen hem, ik zei, wenn du dit alle bouwen was, ik wil lijken die constructeur te zijn. Ik wil lijken deze arbeid te doen. Ik heb de ganze equipe te bouwen en alles. Dat wordt mij schijn gaan, wenn ik die hier kan helpen. En zo ging de tijd dan weer, maar 2007. En dan zei Lorenzo te mij een dag, ik geloof dat wordt tijd zijn dat we een kliniek bouwen. We kunnen klinieken door dich bouwen, wenn de mensen krank worden. Wir mussten aber so weit fahren, bei Fresnillo und so weiter, du in der Boy, du dich, du wir noch nicht in der Klinik. Und dann sage ich zu Lorenzo, ich sage, das würde ich gleich, wenn ich dir kommen würde. Und Lorenzo sagt dann zu mir, er sagt, wenn wir wollen den ersten Schritt nehmen, dann wird Gott uns helfen, der wird uns leiden, und wir wollen es vorig mehr. Ich hatte Isa, ich hoffe, dass Isa das Fremd merken, und dass wir in 2007, dass wir gleich dann das Lebenswasser auffahren, dass wir eine Klinik haben, Lebenswasser. En dan duidelijk dat er een oefent met. En dan worden de leiders van levenswasser zich er einig, ze worden den zu oefens door een klaar geven. En dat willen ze al deze mission geven. En du komen dan 1000 peso op en $100. Dat we daar een kleine groep, dat we nog een daar deze oefens durchgehoord hebben. En dat weer het eerste geld wat er aankomt om deze kliniek te bouwen. Maar du roept in deze groep en ik kijk, er weer wat personen die willen met mij later nog reden. En zij zeggen, zij worden gleich dat te ondersteunen. En ze staat hier niet zo lang, dan hadden we dat alle taub gekregen, zoveel dat we de klinieken kunnen bouwen. En de klinieken, daar is van der in de arbeid, er komen dentistas aan, er komen andere dokters aan, en er worden viele mensen geholpen in deze klinieken. En de mission die vangt zo aan te wossen, en dat geht niet zo lang, die hadden bloß een natie-kerk die tijd, en de kerk die was te vol, en de mensen kunnen lang niet meer alle in de kerk nemen. En dan fangen we aan te plannen om een grote kerk te bouwen. En in 2013, en dan bouwen we een grote kerk.
wo 2000 Menschen haben. Der haben nur einmal bei 2000 Menschen Band gehabt. Und die Kirche, die wird nu einzelnen ganz voll. Die kommen von weit aufgegangen, das sind Menschen, die kommen von weit, so weit, dass die mit einem Pordio zu Fuß gehen. Und sie dort kommen die durch den Tag und haben diese Event durch. Und dort wir, und 2017, dass wir nach einer Kirche bühren, da erst durch eine halbe Stunde wieder in die Beine fahren, dass wir nach einer Kirche bühren, dass die nicht brücken, aber alle so weit zu Fuß daheim kommen. Und die Kirche ist gewöhnlich auch der Fall, dass die so eine große, du kannst vielleicht 600 Menschen ungefähr nennen. Und die Kirche, die ist da einmal ganz voll. Und was die in dieser Mission nach tun, das ist, sie haben eine Bibelschule, sie tun die Utlehren für Pastores, für Missioneros, und dann tun sie die von diesen Menschen in der Boy durchschauen, dass die noch die anderen gehen, was von ihrer selbst gesprochen sind, dass die in ihrer Sprache können, das Evangelium zu predigen. Und du in dieser ganzen Umgegend, du sind über 100.000 von den Indiern, die wohnen da, und du sind 4 verschiedene Sorten. Du sind die Tepehuanos, du sind die Huicholes, du sind die Coras und du sind die Nahuatl. Und dann sind dann schon die Mexikaner, die sind, und die kommen dann alle drauf. Das wirklich von den 2007, wo das Lebenswasser das erste Mal anfängt zu erstarten, und nach meistens fangen sie an monatlich. Und die sind immer treu gewesen, die haben immer jeden Monat ein weißes Geld gegeben für diese Mission. Und Lorenzo sagt, wenn sie nicht hätten immer diese Unterstützung gekriegt, sie würden lange nicht so weit gekommen sein, was sie nu sind. Heute bestellt bloß die Kirche sehr zu grüßen. Und sie sind sehr mutig und sie beten hier für diese ganze Kommunität, wir noch nicht hier. Und sie kriegen viel Unterstützung, nicht bloß von Lebenswasser, aber du sind auch andere Kirchen, auch persönliche Menschen, die sind was Negocios, was ihnen unterstützen. Und Lorenzo sagt, ich soll dir alle sehr dankbar sein für die ganze Unterstützung und sie wünschen ihnen Gottes Segen und sie beten für ihn. Hey. Good morning, Lebenswasser. Ich freue mich, in Jün Heim zu kommen. Wenn ich zurückkicke nach den Jahren, was ich sie im Prediger war, dann kann ich mich nicht von besinnen, dass ich jemals gedacht habe, dass ich noch mal ein larges Gebiet reden. Aber ich freue mich so sehr für Technologie, ich freue mich so sehr für die Kamera, was mir sein kann. Und die kann mir sein, manchmal wünsche ich kann jünd sein. Ich bange mich nur jünd aus Tschurk, dass so viel vor der fällt sich dort, wenn wir hier alle taub sind. Weil wir dafür beten, dass der wird aufgehen und dass die Regierung ans Wort luten, was tun kann. Und wir als Lehrer, wir reden davon, was haben wir tun, was haben wir kommen, dass wir die Menschen anladen, trainen oder tun. Und wir haben Hoffnung und Glauben, dass was kommen. Aber von der ist es noch nicht so, dann da wir das Beste merken von dort, was wir nun haben. Und wir sind in der Botschaft, die nennen wir Mission. Und ich freue mich für Isaac Thiessen, für das er dort erklären wird, was dort bei Lorenzo passiert. Wir hatten geplant, dass Lorenzo hier von der reden, aber wegen unserer Umstände dachten wir, es wird besser sein, wenn wir nicht fremde Reden anladen. Und so nu da ich hier reden. Aber wir reden von Mission. Und wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Das ist ein bisschen das Thema. Wenn ich von Mission rede, dann denke ich nicht bloß an dort bei Lorenzo, oder hier in der Boy-Phase, noch hat wir durch wie, die schafft hier dicht dabei mit der Tarahumara, Indien, oder irgendwo in Afrika Mission. Aber wenn ich an Missionen denke, dann rede ich da an uns Raub als Christen, da wo wir nun sind. Und Gott hat 3 Raub sozusagen in uns Leben. Das erste ist der Raub für Erlösung. Und wenn du Jesus kennst, dann hast du den Raub angenommen, du hast das sozusagen neu gegangen. Der zweite Raub, was Gott in uns Leben hat, das ist Heiligung. Das ist, dass wir wollen so leben, dass wir unsere Berufung stimmt. Das ist, wo wir vielleicht noch ein bisschen von reden. Wer wir sind in Christus, das ist sehr wichtig. Aber Gott will nicht bloß die raten, er will ein Leben. Er will die Gemeinschaft mit dir. Und so Heiligung, nennen wir eine Heiligung, dass wir für Gott leben. Der dritte Raub, was Gott auf uns Leben hat, das ist deins. Dass wir für Gott schaffen. Paulus sagt, wir sind gerad für Gott geworden. Und wir sind gerad, Tim, für Gott schaffen, wo immer wir sind. Und das ist ein Thema für diese Botschaften. Wenig ist viel, wenn Gott dabei ist.
Zoals Isaac al zei, dat we dan die mission dort unterstützen. Wir dann 5 verschiedene Missionen unterstützen hier durch die Kirche. 10% von unseren Einnahmen, die geht immer eine Mission. Und das Mission bietet kommt an die Kirche sozusagen, aber das bleibt nicht in unsere Kirche. Du sagst noch andere Prozenten, die in unserer Kirche bleiben, für arme Menschen halten, oder so Dinge, was die Diakon tun. Aber 10% geht immer eine Mission. Und das ist ein Ding, was die Kirche für Jahre 3 hat angefangen. Und das ist, wie sehr klar, dass dort hier Gott und dort hier Rüd aus dem Gebiet sozusagen, Rüd aus der Kirche. Und so viele sind da geredet von, dass wir sind gemerkt von Gott für Gott. Das ist der Wartel, das ist der Grund sozusagen, dass du weißt, wer du bist als Person. Vielmal wir als Menschen, wir wundern, was ist mein Zweck, wohin sehe ich hier auf der Welt, was will Gott mit mir? Und so, das muss hier anfangen, dass du bist von Gott gemerkt, Charakters du bist, und da will ich von dir ein bisschen von reden, Charakters du bist, mit den Fehlern, mit den Schwachheiten, mit den starken Seiten, die du hast. So eine Person, als du bist, die hat Gott gemerkt, aber er hat die für sich selbst gemerkt. Wir sind nicht gemerkt, bloß zum für Geld leben, oder bloß für diese Welt, oder bloß zum hier sein, wieder zu kommen. Wir sind gemerkt für Gott. Na Gott verloren zu sein, der ich in Sinnen voll, und dann ging ich rein ganz bei uns kriegt, um die zurückzuhalten. Und so Gott hat die gemerkt für sich selbst. Viele sind noch redet von wer für was. Und so das ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, für wir wissen, was wir tun. Wenn wir nicht klar haben, wer wir sind in Christus, dass wir in Christus sind, dass Gott mir hat leicht, dass Gott mir hat auf angenommen, was will für Gott tun. Und so das ist sehr wichtig. Aber da rede ich viel Sinn davon, wenn ihr die Botschaft nicht gehört habt, kann ich gehen an unsere App oder Internetseite, wo immer ich finden. Ich rede viel Sinn auch von Trüsen über die Nügrotspaß. Fertig weit wie nicht näher, was Gott sein Raub für mein Leben. Ich lüge vielleicht nur ein großes Ding. Ich lüge, er wird an der Wand geschrieben, oder da wird ein Blitz kommen, ein Lexus für Paulus. Vielleicht wird es niemals passieren in deinem Leben. Aber du bist Gott sein Kind. Und du wirst die Nügrots best, und das Business wo du bist, und die Farmerie wo du bist, und die Kirche wo du nu bist, und du Trüsen wo du nu bist. Das ist der erste Staub. Die Bibel redet so eine Dinge, wer das Kleine nicht ist, das Große nicht wird. Und das ist mit der Idee hier. Wenn du glaubst, dass Gott auf die Raupen von großen Dingen, dann fang du an treu zu sein, wo du nu bist. Und dort, wo du von dir weißt, vielleicht weißt du noch lange nicht alles, was Gott in dein Leben anbringt. Aber wenn wir mit dort, was wir von dir weiten und wo wir von dir sind, du selber treu, dann kann Gott uns wieder leiden. Und so, von der wollen wir reden von Moses. Und weißt du, Moses heißt ein sehr interessanter Mann in der Bibel. Wir wollen nicht das ganze Bild von dir checken. Aber ich will von dir checken, nur Moses sein Raub, was Gott auf sein Leben hat, und wo Moses seine Utred, wo ihn heiraten kann, und was Gott seine Antwort dazu ist. Wenn die Utred, was Moses hat, das ist noch einmal unsere Utred. Und Gott seine Antwort zu Moses, das ist noch einmal Gott seine Antwort zu uns. Vielleicht bist du eine Person, die weißt dort, du hast einen Raub in deinem Leben. Aber du hast noch einmal Utred gehabt. Du hast noch never sozusagen im Wutanen gestoppt. Ich habe einmal gesagt, dass ich ein Prediger war, das passiert meist je in meiner Welt. Ich hatte einmal verglichen mit mir, war das mehr abgenommen und dann schmeißt mir darauf, dann muss ich Schwamm lernen. Und so, das wäre vielmal schwer für mich, aber Moses hat verschiedene Utreden. Und ich habe mal Utreden gehabt im Leben, du hast Utreden in deinem Leben. Und was Gott seine Antwort dazu? Und so, Moses sagt, hier sie ich. Von der die Titel für die Botschaft, der ist, hier sie ich, Schekj Sestwäm. Und das ist, was Moses sagt. Na, wir haben Jesaja, wenn wir Jesaja lesen, Jesaja sagt, hier sie ich, Schekj mich. Wenn Gott fragt, wem soll ich schekjen? Wer wird für uns gehen? Wer wird für uns reden? Aber von der wollen wir dann denken, dass hier sie ich, Schekj Sestwäm. Wenn das vielmal, wo wir denken. Und sag mal, Feuer, Dinge wiesen, was Moses brücken deed, für Gott, zum Gott sagen, weißt du Gott, ich bin nicht der reiche Mensch. Na, fahr wir durchhängen, nur Moses in Utred, weil ich ein Prinzip wiesen von dieser Geschichte von Moses, und das ist, wo Gott von dir und nachher schafft. Das ist, wo Gott in dein Leben schafft. Und das ist ein Prinzip, was wichtig ist, dass wir dort verstehen. Und so,
Als Gott naar Moses komt door de wüste, en hij te Moses zegt, dat barst, dat brandt, en Moses zegt toch aan, dan zegt God dit, ik wil dit doen. God zegt te Moses, ik zie erover gekomen en ik wil het doen. Hij zegt zo dit in 2 Mose 3 vers 8. En nu zie ik je komen. Morgen tot, God zegt, nu zie ik je komen. Nu zie ik je komen aan van onder de Egypten je wol te raden. Zo hij redt van Israël, ze werden skloven in Egypten. En God zegt, nu zie ik je komen te mij raden. Ik wil, morgen tot, God zegt, ik wil aan uit dat land uitbrengen. En ik wil het naar een land brengen waar melk en honing randt. Maar morgen tot dat God zegt, ik wil het doen. Voor dit zie ik erover gekomen. Voor dit brandt het bosje. Voor dit Mozes zie ik gekomen. En wie kunnen vielleicht so denken, wenn ich mir in Moses in der Show anlot, dann können wir sagen, dankzij Gott, dat du was doen. Wenn mir liegt das am Hort, ich versag mal und ich fall platt auf dem Gesicht, da waren mit Luther nicht checken. Aber dankzij Gott, dat du was doen, dann los es nu von meiner Regen weg, weil ich sollte hier fertig machen, meine Schub, und ich dachte so, Mensch, wenn ich nicht hatte Fehler gemerkt, oder wenn ich nicht dort hatte getan, aber dankzij Gott, nu wirst du das tun, und ich war hier wieder Schub halten. Dankzij Gott, dat du mich kannst sagen, dat du wirst es tun. Und weet je, der nächste Satz. Gott sagt, ich will es tun. Und dann sagt er, nu go und doe het. Weet je, Lied, dit is Gott zijn Prinzip. Gott sagt, ich will es tun. Und dann sagt er zu Moses, nu go. Hij sagt es dit. Hij sagt, nu ist das an die. Groß hat Gott gesagt, ich sie raufgekommen, um das tun. Und nu dreht er um und sagt, nu ist es an die, Moses, nu go. Und weet je, das will Gott schaffen. Er sagt, nu ist es an die, ich will haben, dass du. Ich dachte, Gott sagt, ich will. Nu sagt er, du, nur dem ägyptischen König ist, und dass du mein Volk wirst rütteln. Und dass du das wirst, nur Jan Land reden. Und weet je, Lied, das ist ein sehr wichtiges Prinzip, was immer dienerop ist. Dat is Gott zijn Arbeit. De Kerk ist Gott zijn Kerk. Die Geschäft, wo Gott die geroepen heeft te ran, dat is Gott zijn Geschäft. Die Form, wo du randest, dat is Gott zijn Form. Gott hat die beroepen. Und weet je, wir reden von Mission. Wir reden nicht bloß von Afrika-Reisen oder nach Südamerika oder was immer. Wir reden von den Raub, was Gott an dein Leben hat. Und some von uns sind beroepen zum Prediger sein, vielleicht zum Missionar sein, aber some sind beroepen für Businessmen, Firma oder was immer Gott an dein Raub hat. Aber was wir niemals vergeten, dass Gott sind. Wir sind Verwalter. Dat zijn denk wat we verzekeren hier in de kerk immer wieder zu lernen, dass wir sind nicht Eendämmer, wir sind Verwalter. Ein von unseren Werten in der Kerk sagt, wir sind nicht Eendämmer, wir sind Verwalter. Und so, Gott sagt zu Moses, ich will das tun, und dann sagt er, nu go do das. Und weet je, das ist, wo wir uns gerühren. Wenn so fertig, wenn wir an Gott in Europa denken, dann denken wir an unsere Kraft. Wir denken an, wer wir sind. Wir denken an, was wir alle können tun, oder die Fehler, was wir gemerkt haben. Aber Gott sagt, ich will das tun, nu geht das tun. Jesus hat het zelfs gedenkt. Jesus zei, ik wil mijn gemeente bouwen. En de macht van de hel wordt er niemals overwinnen. En dan draait er om naar zijn jingen en zegt, nu goed in alle wereld en predigt het evangelium. Dat is God zijn arbeid. God heeft die beroepen. En so, wanneer we dat onze arbeid merken, wanneer we dat onze kracht merken, wanneer we dat merken, dat het ons projecten en dat wat we doen en met onze kracht en met ons geld en wat we alle weten, dan wordt dat ploot op een gezicht vallen. Dat is bloß een menselijk doen. Ik heb manchmal gesagt, dat wir als Menschen sind nicht fähig, Gott seine Arbeit zu tun, ohne Gott seine Kraft. Und so, wenn wir das uns nicht merken, wir merken das unsere Kraft und was wir alle kennen, dann ist das unsere Arbeit. Und dann ist es nicht Gott seine Arbeit. Und so Moses, er sagt, Schekj Sestwäm. Und so Gott sagt, ich will das tun, nu go du das tun. Das ist ein Prinzip, Lied. Ich wünsche, wir können das Prinzip verstehen, das ist immer Gott sein Prinzip. Even wenn du denkst an die nicht kennen. Gott hat die berufen, um die abtragen, aber es sind seine. Und so wir sind Verwalter in was immer wir tun. Und so Moses sagt, hier sehe ich, Schekj Sestwäm. So wir wollen bechecken, nur Moses seine Uitrede
und Gott seine Antwort. Und so das erste sagt Moses, ich habe kein Wirt. Ich habe kein Wirt. Er sagt, so steht. Und Moses sagt zu Gott, wer sie ich, dass ich nur dem König gehen soll und in Israel dort führen. Wer sie ich? Hast du mal gedacht in deinem Leben, wer sie ich? Come on, Gott. Wer sie ich? Wo ich von komme und die Fehler, was ich im Leben gemacht habe, wer sie ich? Na, weet je, ein klein bisschen checken Moses sein Leben. Moses hat eine Ursache sozusagen, zum sein, wer sie ich. Erstens, Moses wird geboren in einer hoffnungslosen Leben. Als Moses geboren wird, alles, was er für sich hat, wird teilen merken. Moses kann sich nicht wählen, nach welcher Schule er wird gehen, oder was für eine Arbeit er wird tun, oder nach welchem Land er wird tragen. Moses wird als ein Sklave geboren. Seine Eltern werden Sklaven, seine Großeltern werden Sklaven, seine Onkel und Tante werden Sklaven, das ganze Volk werden Sklaven. Und so Moses, wenn wir kommen bloß an dort denken, Moses hat selbst nicht für sich als ein kleiner Junge, was er gerade geboren wird, er hat selbst nicht für sich als so schwinn, als der Affen kann schaffen, wo er mit einem Teilen stricken, mit einer Pitch über seinen Regen. Da wir seine Zukunft. Aber nicht bloß dort. Moses wird geboren mit einem Todesurteil über seinen Kopf zu sein. Die König in Ägypten haben gemerkt, dass alle Jungs in Israel, die geboren waren, die sollen umgebracht. Und so Moses wird nicht bloß ein Sklaven, er hat nicht bloß keine Zukunft zu sein auf dieser Welt, aber er hat keine Zukunft in seinem Leben. Er soll really kurz tot gemerkt, dass er geboren wird. Aber wie weit in der Geschichte, wo Gott am Rat aber menschlich nachgedacht, hat Moses keine Chance. Menschlich nachgedacht hat Moses im Detail nicht mal. Gleich als dort, wo du bist. Die Familie wurde von Chance, dort wir ein Jahr mal das Leben. Und du hast Fehler gemerkt durch dein Leben, oder du sind Dinge in dein Leben, alles, was du fertig sein kannst, ist bloß noch mehr, sonst dort, wo du von Chance. Aber weißt du, wenn Gott uns beginnt, und wenn Gott uns hat, und Gott merkt uns eine neue Person, dann kann Gott uns brücken für Dinge, was menschlich keinen Sinn merkt. Ich habe manchmal gesagt, wenn die hier in der Kirche sind, dass die Familie, wo ich von Schekj und wo ich abwaschen darf, und meine Freunde würden gelacht haben, wenn ich ein Prediger war. Aber weißt du, Gott checkt nicht so sehr, von wo wir kommen, oder wer wir sind, oder was wir alle nicht kennen, oder nicht haben gehört durch im Leben, oder wo unsere Lehre wir. Gott hat einen Raub. Und Gott sagt, ich will das tun, nu sollst du das tun. Damit wir hier nennen, dass Gott seine Arbeit ist immer, Gott seine Arbeit, er stellt seine Kraft dabei. Und so vielleicht menschlich nun, jedoch hast du nicht eine sehr große Chance. Aber wenn Gott die Hand dich und Gott verändert die und Gott merkt die sozusagen ein neuer Mensch, dann kannst du Dinge tun, was kein Mensch gedacht hat. Aber Gott kann durch die Dinge tun. Und so Moses wird geboren in einer hoffnungslosen Lehre. Der zweite Ding ist, Moses wird geboren, oder Moses wird abgetragen in Pharao sein Haus. Moses wird der Prinz von Ägypten. Von Todesurteil nur der höchste Stadt im Land. Ich glaube, in some Schriftleier sagen auch so steht, dass Moses wird der Nächste in Land für den Thron für Ägypten. Hij wird Pharao zijn handgenomen sehen, oder seine Tochter nehmen am Hand. Und so, Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, dass Moses wird abgetragen mit aller Weisheit und Wissenschaft von Ägypten. Moses hat die beste Schule, Moses hat Autorität, Moses hat wir Pharao sein Sehen sozusagen, hat wir den nächsten Land für den Thron von Israel. Moses war ab in ein gottloser, aufjäterischer Anfang. Na, ich weiß nicht, wie alt Moses wie es heute hinging, aber manchmal denke ich so, boy, seine Eltern, die haben gute Arbeit getan, dass das kleine Junge in den gottlosen Zustand lebt für die nächsten 40 Jahre, oder immer, und dass er nicht bloß Gott fortschmeißt und ein ganz Ägypter wird und all die Aufjäterien alles annimmt. Wir würden vielleicht mal so denken, dass wenn ein Mensch kämpft von einem solchen gottlosen Hintergrund, oder das bloß ein Aufjäter, die abgewaschen, oder ein Zauberer, oder was immer das alles ist,
schrecklich schwierig Leben gelebt, Lebenszeit, so ein Mensch kann Gott nicht mehr brauchen. Aber er kann. Gott kann uns reinmerken, Gott kann uns nie merken und Gott kann uns brauchen. Und so vielleicht kommt sie von einem solchen jamaligen Hintergrund, oder du kommst von einem solchen sinteligen Hintergrund, aber an Gott seine Gnade hat einen Raub an dein Leben. Und weet je, some von den geradsten Mörder können sagen, hat Gott das Tollste gebraucht. Bloß Paulus gedacht. Ich meine, er wird der geradste Verfolger für die Kirche, er wird der, was er alles sehen, dass die müssen dort gemerkt werden immer, aber den gerät Gott sich einen Tag am Weg und dann wird ein anderer Mensch geworden. Und das, was Gott kann tun mit uns, und das, was er für Moses tut. Noch ein Ding, was wir in Moses sein Leben fing, ist, dass er brandet in sein Hort für Israel. Wie fing das, als er 40 Jahre alt wäre, da woran, dann geht er mal checken, was mit seinen Menschen ist, und er sitzt da in Ungerechtigkeit, er schlägt in Ägypten tot. Und so das wird dann schließlich in der Wüste gebracht. Aber Moses hat einen Brand in sein Hort. Und so, dort Brand in dein Hort. Was brennt du in dein Hort? Für was hast du, auf Englisch sagen wir mal, Passion? Was trifft dich? Was von den Dingen merken, die sei ungerecht, oder dann brennt es in die, dann fehlt was zu tun. Was ist das in dein Leben? Und so, den Brand in dein Hort, wie ist den Raub in dein Leben? Das ist vielmal die Sorte Dinge, die in uns Hort brennen. Dort sind die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Für Moses wird es sein eines Volk. Ich weiß nicht, was er durch diese 40 Jahre, er und Vater sein Haus lebt. Wir haben sehr wenig von seinem Leben die Zeit. Wir wissen nicht, was er alle dachte, oder wofür er fuhr checken, was seine Menschen deuten. Oder wo er eben wisst, was er verging, was er durch mal fuhr checken. Wir wissen nicht viel von dort. Aber wir wissen ein Ding, dass er hat ein Verlangen, sein Volk zu raten. Stephanus sagt in seiner Rede in Apostelgeschichte 7, er sagt, dass Moses dachte, dass sein Volk würde erkennen, dass Gott ihn berufen hat, zum Entfrieden. Das wird er versucht, mit den Ägyptern durchzuschlagen. Und so Moses, er nahm Gott seinen Raub, und ich glaube, Gott hat das Raub in Moses sein Leben von fertiger Geburt können sein, und so Gott stahl ihm nach der rechten Städten. Und weißt du, wenn du leist, dass Gott vielleicht morgen, was alles die wiesen, was die fehlt haben, dann lesen wir Moses in die Geschichte. Und wenn Moses sein Leben mal erst mal wisst, für was er hier hat, ob das irgendwie, dort die tagentlich Jahre. Aber Moses, er dachte hier, als er 40 Jahre alt wird, nu wollte ich mal selbst tun. Ich sehe selbst gerade, ich habe alle Weisheit von Ägypten, ich habe Autorität, wenn ich was sage, dann fliehen die deine alle Weisheit. Und so ich sehe mal, nu wollte ich mal mein Volk frei machen, nu wollte ich mal wiesen, dass das, was Gott von mir will. Und Moses, sein Raub sozusagen, Moses, sein Selbstsicherheit, oder Moses, sein ich selbst gerade, dort fällt Plot auf den Gesicht. Vielleicht hast du mal versucht. Vielleicht hast du mal so gedacht, ich weiß, was es macht, und ich weiß korrekt, was hier fehlt zu tun, und das keiner, nu wo ich. Und dort hast du 3 Jahre geführt, du bist sozusagen Plot auf den Gesicht gefallen, und du hast dir gesagt, ich war never mehr für sie. Meine Frau und ich ein Jahr befreit, und ans erste Jahr wir befreit werden, dann dort wir Schule holen. Und für was immer ich sage, klopft ich mit den Nerven taub. Und ich kann es nicht mehr drehen. Und das wird eine Schande in meinem Leben. Aber ich sage Gott, ich will never mehr mit Menschen schaffen. Und weet je, der hat mir lang herumgeschleppt. Aber Gott sein Raub auf mein Leben vielleicht never. Even in der Zeit, wo ich immer wieder sehe, dass ich never tun, dann wird du immer wieder offen tun, diese Sicherheit, dass du hast something else in deinem Leben. Vielleicht bist du da. Du hast sozusagen abgegeben. Du hast mal versucht, Menschen sind in die gedreht, die Kirche ist in die gedreht, vielleicht bist du sogar rütgeschoben in die Kirche, aber du hast versucht, wenn du wirst auch für Gott, du wirst dort, was dein Raub wird, und du wirst das tun. Aber das hat keiner geglaubt. Moses, wo er abgewaschen wird, die wollen ihm tot merken, Pharao will ihm tot merken, die Israeliten schmeißen ihm zu sie, wer bist du, dass du lässt, du warst uns raten. Und so Moses ran in der Wüste und dann ein für die nächsten 40 Jahre, sagt Moses vielmal manche Schub und dachte, Mensch, ich will nicht weiter tun. Und bei einmal, als er hier bei der brennende Bosch kommt, dann sagt er zu Gott, wer sie ich? Ich habe versucht, Gott, du weißt es, Gott. Du weißt korrekt, was da passiert. Wer sie ich?
Ik zie hier nu al 40 jaar in de Wüste. Ik heb me nu al daartoe geschakt dat mijn leven wordt zelfs niet geven als dat hengen eng van schub zijn. Wer zie ik? En wanneer du daar bist, en du weet dat du hast een roep op dein leven, vielleicht hast du mal versucht en dat heeft teruggeführt, vielleicht sind gewisse Menschen gegen die gedreht, wo immer het is. Gott zijn roep is naar hem door. En te God zijn tijd, wat hij met dat schaffen. Ik zeg veel zondag dat wanneer du in God zijn Willen trouw bist, in God zijn moralische Willen, en du bist trouw over die nu bist, dan wordt die roep, die wordt die fijn. Du brauchst ihn gleich sehen gehen. Moses ging gleich zijn roep sehen. Ik heb nog never mijn roep gezegd. Dus dan hebben we een beetje hostje naar mij gekomen, zeg ik daar ik eruit weer. En zo dat kwam ook een beetje hostje naar Moses. En zo Moses, hij weer een wasjerande murder. Wat daar in de Wüste zat. En ik geloof Moses had zichzelf gezegd, weet je wat, de Egypten hebben me versmeten, mijn familie heeft me versmeten, mijn leiderschaft droom, dat is plat op en gezegd je wat. En met mij is het zelfs niet, dus ik wil een schub zou zijn, en ik wil hier vielleicht zo'n schub, één en even dem, wat immer alle. Maar voor de nächste 40 jaar wist Moses niet, zelfs wat als schub. En hij dacht, zijn bruiden würden dat dadurch verstehen, dat Gott an durch seine Hand würde Freiheit verhalten. Wenn du hier bist und du hast gedacht, und du dachtest, Gott hat einen Raub für dein Leben, dann will ich dir von dir sagen, er hat einen Raub auf dein Leben. Dein Fehler hat dich nicht von der Liste aufgenommen. Vielleicht fehlt es bloß, dass du zurückkommst zu Gott, dass du ihm sagst, hier sehe ich, Schekj mich. Nicht einmal sagen, hier sehe ich, Schekj Sestwäm. Vielleicht hast du dort, was dir fehlt. Aber Gott redet mit Moses. Und dann hat Moses uitreden. Und Moses sagt, wen seht hij, ik zie een Fremder geworden in een fremd land. Nou, als hij zijn eerste zin heeft, dan geeft Moses den Namen, wat dit meint. Ik zie een Fremder geworden in een fremd land. Moses hier niet meer thuis bij Pharao, hier niet thuis bij de Israëlieten, hier niet thuis in de Wüste. Hij weer zo hemmendloos, familieloos en rooploos in deze wereld. Aber Gott ändert das. Und so Gott kann mir dann vertrauen. Und er sagt, ich habe kein Wert. Der nächste sagte, ich habe keine Botschaft. Er sagte Gott, dann sagt Moses zu Gott, schick einmal. Und wenn ich nur die Israeliten gehe und dann sage, jene Vaters, Gott, hat mir noch jene geschickt, und sei dann fragen, was für ein Namen habt ihr? Was soll ich dann sein? Weißt du was, Gott, ich kann nichts sein. Weil meine Werte teilen nicht. Ich weiß nicht mal, wer du heißt. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Weet je, Lied, das Satz hält mehr Menschen frei von Gott seinen Raub, als wir uns even träumen können. Ich habe nichts zu sein. Ich habe keine Botschaft. Wenn ich so für Menschen reden, dann frisst mir mein Verstand ab. Ich habe mal gelesen, dass die zweite oder dritte gradste Angst, was Menschen haben, ist für Menschen reden. So ich habe mal gesagt, mir jemand hat nicht verstanden, was hier boven er Feis war, und ich mache das jeder Weg durch. Jetzt ist vielleicht ein bisschen kalt, aber wir haben nicht alle die Gaben zum für Menschen reden, aber wir haben alle wieder für Gott. Vielleicht einer und einer. Vielleicht bist du so eine Person, die leicht mit Menschen komfortabel. Ich weiß nicht, aber weißt du, das Satz meint mehr als bloß, dass ich keine Wert. Aber ich habe keine Botschaft. Ich kann nichts zu sein. Wer sie ich? Was soll ich sein? Like, denkt immer an Gott. Alles, was ich kann, die Israeliten sein, ja, 40 Jahre, 3 Schlüche in Ägypten dort. Und für die nächsten 40 Jahre muss ich noch Sklavin sein, wenn ich abmessen will. Das ist alles, was ich zu sein habe. Und so, wer bist du even? Oder was soll ich zu ihnen sein? Und so, Moses, er hat keine Botschaft. Und dann sagt Gott, und Gott sagt zu Moses, ich sehe da, ich sehe. Und er sagt, so sollst du zu den Israeliten sein, ich sehe. Boah, das ist behauptlich, nicht? Bloß können wir ihm sagen, ich sehe, hat mir die geschickt. Aber wenn wir mit denken an die Wieder, als Moses hoffnungslos geboren wird, dann wird Gott da. Als Moses und Pharao sein Haus abwarf, als der Prinz von Ägypten in ein gottloses Haus, dann sagt Gott, ich sehe hier. Als Moses den Ägypter totschlug, ich sehe hier.
Als Moses in der Wüste lebt, für die nächsten 40 Jahre sich verschulden hat, was immer er getan hat, ich sehe hier. Weißt du was, Moses? Ich sehe immer in der Gegenwart. Und wenn je hängen dit, ich sehe, ich habe alle Dinge gestellt, ich sehe Gott, ich sehe den Schöpfer von Himmel und Erde, ich sehe da, was die haben gemerkt, ich sehe da, was die was Kraft geben, ich sehe immer hier was. Aber in das Fall hier, will ich besonders schon denken, dass ich sehe hier. Was immer du glaubst von deinem Raub, oder wo du vielleicht hast versorgt und du hast platt auf die Sache gefallen, weißt Gott, wie du. Die Dinge, was in deinem Leben passiert sind, du wie Gott. Die Dinge, was du glaubst, die kostet nicht, oder du hast versorgt und das hast nicht geschafft, Gott wie du. Gott ist immer ich sehe. Heißt niemals ich will mal oder ich will noch mal sein, heißt immer ich sehe. In jeder Problem, was du hast, in jeder Erfahrung, was du hast, in jeder Fehler oder in jeder Erfolg, ich sehe. Und so Gott sagt zu Moses, ich sehe du noch immer was. Ich weiß krank, wie du bist, ich weiß krank, dass ich den rechten Mensch roten do. Und Moses hat sich vielleicht für die 40 Jahre angebildet, dass Gott hat von ihm verjeten. Gott weiß ich never. Er hat keine Bibel zum Lesen. Da muss man denken, dass wir fair irgendwas geschrieben wird. Und so Moses hat keine Bibel zum Lesen und zum sich immer wieder sagen, ja Gott, er sie noch. Alles, was er hat, ist schub. Und dann vielleicht die Menschen, wo er ein Fremder wird. Aber Gott sagt, weißt du Gott, Moses? Ich sehe. Vielleicht rannt dir die Geduld auf. Vielleicht denkst du so, Gott hat lang mal so ein Ding tun, oder Gott hat lang mal so wiesen, krieg, was er mit dir leben will. Aber ich will dir von dir sagen, Gott sagt zu dir, ich sehe. Ich sehe du. Ich sehe in jedem Moment, in jeder Erfahrung, in jeder Ding, was du durchhast, ich sehe du. Und so das, was heute Moses sagt. Als Jesus seine Jünger rausschicken hat, dann sagt er zu ihnen, sie sollen sich dort verluten. Er sagt, verluten dort, ich sehe immer biend. Und wenn ich in dieser Rede hier in Matthäus 28, Jesus sagt, geht raus in der ganzen Welt, merkt die Jünger, dort taufen, dort entleeren, und ich sehe immer mitgehend. Heißt von der auch noch hier. Und das jetzt, was er tut mit, dass die Kirche ist, dann haben wir Gott in die Kirche, weil wir niemals uns anbilden, dass das uns hier. Oder was immer uns deins ist. Und so Gott ist hier. Und dat houdt zich gelijk in wat voor een leeuw im Leben du bist, oder wat die erop is. Of het is in de kerk, oder missionair, oder geschaft, oder vormer, oder wat immer die erop is. Jesus zegt, ik wil met je zijn, wenn dat meent. We hebben dat niemals vergeten. Dat is zeer, zeer wichtig, dat we dat houden. En zo, Moses zegt, ik heb geen wet, ik heb geen boodschap, en ik heb geen autoriteit. Like, wer zie ik? Dat ik wil doorhangen. Hij zegt zo dit te God. Moses zegt, wenn sie mich nicht glauben, und nicht nur mich horchen, wenn sie sagen, du hast gar nicht dem Herrn gesehen. Like, wer sehe ich Gott? Like, ich habe keine Autorität. Like, meine Werte, ich habe mal Autorität dort in Ägypten. Lass ich Pharao sehen wir, wenn ich was sehe, dann rennt jeder deiner. Wenn er wird der Prinz, er wird der, der wird der Nächste auf dem Thron sitzen. Aber dort wird alle weg. Und so Gott gibt ihm ein paar Wunder. Sein Stock wird in der Schlange, und er trägt einen Stock. Er kann seine Hand, hängen sie Wanig, und dann kommt er raus, und dann ist er ganz aussatzig, er ist ganz leprakrank, und dann war er da hängen, und ist er gesund. Er gibt ihm Kraft, zum Wuter, zu Blut merken. So eine Dinge gibt Gott an. Würden wir doch nicht gleichen, wenn wir die Wunder hatten? Boy, wenn ich hier einen Stock in der Schlange merken, so wieder. I don't know, what you dann würden denken. Aber Moses kann das. Aber weet je, Gott sagt zu uns, und Jesus sagt an, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Was immer die erop ist, Jesus sagt, ich sie mit dir und ich habe alle Kraft. Und das ist meine Arbeit, das ist nicht für jeden. Und so, wenn wir in uns erop, was immer das ist, wenn wir das klar holen, dass Jesus ist zu jeden, in jedem Moment, er ist, ich sie, er hat alle Autorität. Er sagt in der Apostelgeschichte 1,8, aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, wo je Kraft kriegen, und je wollen meine Zeugen sein, von Jerusalem rüten nach der ganzen Welt. Die Kraft ist noch einmal in uns. Ob wir können stärker zu schlagen merken, oder Wutter zu Blut, das ist Nebensache. Gott hat versprochen, das ist seine Arbeit, heißt zu gehen, er hat Autorität, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und Gott wird uns dort geben, was wir brauchen, um den Raub tun, was er auf uns Leben hat. Wenn wir glauben in uns Hort, und so Gott sagt, ich sehe durch.
Wenn wir die Kirche studieren von Anfang, ich meine, das sind große Dinge, gewollte Dinge, aber dass wir Menschen mit dem Heiligen Geist gefällt. Und dort gibt Gott an zurück. Und das ist wichtig, dass es nicht unsere Arbeit ist, das ist nicht meine Kraft, das ist nicht meine Wissenschaft, aber das ist der Heilige Geist. Sehr, sehr wichtig. Gott hat uns die Kraft gegeben. Und er sagt zu Moses, das sollst du denken. So, ich habe keinen Wert, ich habe keine Botschaft, ich habe keine Autorität und ich habe keine Tongue. Na, mit das meine ich nicht, dass er nicht eine Tongue in seinem Mund hat. Aber Moses sagt das, er sagt, und Moses sagt zu dem Herrn, aber mein Herr, ich sehe nicht einer, der mit Gott reden kann. Und sie auch noch niemals gewas. Na, weißt du, das ist interessant, wenn Stephanus sagt, Moses, wir seien kraftvoll in Wort und in Worten. Aber some Schriftsteller sagen, dass dort meint nicht, dass Moses kann Gott reden, aber dort, was er sieht, hat Autorität. Als er Pharao sehen, sehen wir. Wenn er sagt, bring mir einen Kaffee, dann brauchst du einen Kaffee. Und wenn er nicht noch schmont wird, dann brauchst du einen frischen Kaffee. Aber weißt du, er hat Autorität. Aber Moses sagt nicht zu Gott, weißt du Gott, ich kann gleich reden. Wir wissen nicht, was Moses sein Problem ist. Some bleiben er stummer, some bleiben vielleicht, er kann sehr schwer reden. Er kann sich nicht so recht aussprechen. Er sagt ja noch, nö, dass du in deiner Rede ist noch nicht besser geworden. Er kann bloß nicht gut reden oder mit klar aussprechen. Hab ich das mal so gesagt? Boah, ich weiß, ich kann mal so sein, dass es wirklich heißt. Ich kann mal, wenn ich was sage, das verstehen die Menschen auch nicht. Oder was immer das alle essen ans Leben, nicht? Aber wenn wir uns reden, das hat großen Einfluss an Menschen und das ist ein wichtiges Ding. Aber was ich will sagen hier morgen ist, dass Moses sagt, ich kann nicht gut reden, habe ich never könnt. Und weißt du was, Gott? Nu, was du mir hier bejahst und das brennende Bosch, du hast mich noch nicht geheilt von das. Wenn du mich was heilen von das, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit. Aber du hast mich nicht geheilt. Wir haben keinen Beweis irgendwo in der Schrift, dass Gott Moses jemals heilt von das. Weißt du, was er tut? Er geht vom Halb. Some von deinen Schwachheiten sind durch, wenn du brauchst andere Menschen. Ich kann nicht alle geben, du hast auch nicht. Moses hat nicht. Und so Gott geht vom Aaron, er geht vom Luther, alle haben Lehrer am Volk. Aber Moses braucht halb und du brauchst halb. Ich dachte, als ich diese Botschaft Freude merkte, dann dachte ich an zwei Personen, die von der leben in der Welt. Ich kenne nicht persönlich, bloß von ihren Sein und Videos und so weiter. Aber der eine, das ist der Mann, der keine Arme, keine Beine hat. Und der predigen für Gott und viele Menschen bekehren sich. Aber weißt du Gott, der Mann, der braucht halb in seinem Leben. Der kann es nicht mal ohne andere Menschen tun. Der muss Menschen haben in seinem Leben, die ihm antragen, die ihm fördern tun. Der muss alles, das ist ein Mensch, der alles braucht, sozusagen, von anderen Menschen. Aber der hat eine Botschaft für Gott. Was würde es tun, wenn Gott ihm einmal Arme und Beine geben würde? Da würden große Abredner sein, aber er würde Messfuß utschulen. Noch eine Person, die ich vielleicht mit besser kann, das ist Erickson Tada, oder die Frau, die gelähmt ist von der Geneck auf, also für Jahre und Jahre nach dem Vorstell. Und sie sagt, sie hat jede Heilungsministry, als sie durchgegangen, sie hat gefasst in Gebet mit tausenden Menschen taub. Gott hat never geheilt. Und sie ist klar, sich von der, dass Gott heilt nicht, wenn deins ab den Vorstell, als wie gerade, als es wird sein, wenn Gott wird heilen. Vielleicht hast du ein Denken in dein Leben. Und du denkst, so Gott, wenn du mich von dit wirst heilen, dann will ich für dich schaffen. Aber Gott sagt zu dir, wer hat die gemerkt? Wer hat den Müll gemerkt? Und der Herr sagt, wer hat den Mensch dort reden gegeben? Wer hat die gemerkt? Und dann können wir vielleicht so denken, okay, Gott hat für mich gemerkt, so, nu merkt mich besser. Nu heil alles in meinem Körper, nu merkt mal das in mir, da mal das. Und Gott sagt, ich habe die gemerkt, ich habe die Müll gemerkt, ich weiß krank, wer du bist, ich habe die geraubt, krank, was du bist. Und mit das meine ich nicht, dass Gott nicht so Menschen heilen hat, aber in Moses sein Leben weit wir nicht, dass er ever died. Und viele andere, was wir weiten, dass er nicht hat, noch nicht. Und so, Gott sagt, ich habe die gemerkt, ich sehe in Control. Und so, Schekj Sestwäm. Wenn wir denken an dort, Moses sagt, mein Herr, holdet nicht jemi, aber Schekj einen anderen. Hast du noch einmal gesagt, Schekj einen anderen? Hast du vielleicht in dein Leben uitgeredet? Weet je, Moses, hij jet hier weg von Gott.
Ich kann von der nicht Zeit, um die Geschichte sein, aber er war ein von den geradsten Lehrer, was wir in der Bibel kennen, oder vielleicht wird diese Welt jemals gekannt haben, besiegt Jesus. Mit seinen Stummen und was immer das wie in seine Tongue, mit den Fehlern, was er gemerkt hat, mit seinen hoffnungslosen Geburt und mit abgewassenen Pharao in Hüsen und gottloser Umstand. Moses war der geradste Lehrer, was diese Welt gesehen hat. So, wo bist du? Wann kämpft deine Raub? Gott hat die geropen zum Amdein. Das ist ganz klar. Vielleicht weißt du von der noch nicht krank, wo das ist. Und wenn du nicht weißt, dann sieh du trü, wo du nicht gut bist. Da Gott du dein, wo du nicht bist. Und das geschafft, in der Arbeit, in der Bräuserie, an den Trocker, an der Formerie, auf den Traktor, wo du bist. Da Gott du dein, und da passt du. Aber wenn Gott einen besonderen Raub hat an dein Leben, und er hat, Gott braucht Menschen, die er zu besonderen Dingen berufen hat, und er will vielleicht some von jünt, und du weißt das vielleicht, dass du bist berufen, wenn du was du denkst. Aber du hast noch einmal einen Streit von Dingen gehabt, was alle nicht wollen schaffen. Und das, wer ich sehe, und was ich belebt habe, so ich mal reden kann, und all diese Dinge, like, das wird never schaffen. Gott sagt, weißt du was, ich sehe. Ich raub die, ich sehe hier, ich habe die Kraft, ich habe die Autorität, das ist meine Arbeit. Du bist ein Verwalter. Und so werden wir treu sein mit uns Raub, was Gott in uns Leben hat. Und weil wir dort treu sein, wo wir nicht gut sind. Himmlischer Vater, Dankeschön, dass die Arbeit ist diene. Dankeschön, dass die Autorität ist diene. Dankeschön, dass du uns Menschen gibst in uns Leben. Wat uns halten. Und wir brauchen ein Team, Herr. Und Dankeschön, dass du uns das geben hast. Dankeschön, dass du einen Raub hast auf uns Leben. Und ich bete für jede Person, was das Raub hat. Aber hat vielleicht noch niemals nicht zugestundet, hat vielleicht noch niemals zurückgestoppt und mal gesagt, ja, das ist Gott sein Raub in meinem Leben. Ich bete, dass der Heilige Geist von der was schaffen, wo immer die Person ist, kriegt uns was von lohnt, aber dass wir wollen treu sein zu den Raub, was du auf uns Leben hast. Help uns an zu denken, dass du bist hier, das ist deine Arbeit, du wirst das tun, und dann sagst du zu uns, nicht Gott dauert, aber mit meiner Kraft. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Help uns treu sein zu den Raub, was du hast. Unsere Zeit ist hier kort. Herr, wir bleiben, du kommst meist für uns treu. Aber ich bete, dass noch mehr und mehr Menschen wollen abstehen sein, sie berauben von Gott, zum dein Wort zurückdrehen, in was immer Form das ist. Vielleicht hast du es im geschafft, oder dort hat performt, an gearbeitet, oder dort ist in der Kirche, oder auf Missionsfeld. Help uns treu sein, zu den Raub, was du in uns Leben hast. Amen. Hey, wir haben eine gute Botschaft gehört, und wir sind gemerkt worden, dass wir wollen treu sein mit den Raub, was Gott für uns hat. Gott sagt, er hat einen Raub für uns, wir feiern dort, dass er hat einen Raub für uns. Bloß was ist deine Utrecht? Was sagst du, warum du das nicht verstehst? Gott sagt, ich sehe. Ich sehe hier. Ich sehe da, was die Kraft geben. Ich sehe da, was die alles was geben, was die fehlt, um dort zu tun, wo ich die verberauben habe. So vielleicht bist du in deinem Business, und du der Scout, in deiner Arbeit, wo immer du bist, was immer kriegt nie Roots, deine Stier ist. Bloß, du bist nicht treu mit dort mal anerkennen und sagen, Gott hat mich kriegt für das berauben. Ich will das brauchen, um in der Mission wachsen. Vielleicht sollst du bloß mal schaffen, und Gott tun sollst du nicht das, aber dort für die Mission tun. Wenn dort du bist, dann will ich dich von dir bloß Mut merken, dass du wirst treu sein, für was Gott dir berauben hat. Gott sagt, ich sehe immer hier. Und das haben wir in uns Hort drehen, wo immer schwer das wird wollen, dass Gott ist immer hier. Wenn's, er sagt, wenn ich es fehl, wann ich dünn zu be sein. Hey, das nächste Woche wir hier so ganz kurz ein Video sein von unserer Bekommerkung. Ja, du meinst Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth Diesbrecht, und das sind unsere Bekommerkungen für dieses Werk. Vor Weg 3 dachte wir würden von der August in 2 noch eine Person haben, aber wegen der Krankheit ist euer geworden in unserer Umgebung, wo wir für den Monat von August nicht haben. Wir wollen Monat bei Monat nehmen. Nur August wollen wir mit der Regierung verteilen, mit Doktors in unserer Umgebung, zu sehen, wo die Krankheit ist. Und dann vielleicht haben wir da noch umgehen. Wir wollen das Monat bei Monat nehmen. Aber ich will nicht bloß alle Motor sprechen. Wir sind er neu gesehen als Lebenswasser, dass wir können Livestreamen über Facebook und YouTube und jene Hieser nennen. So, kommt taub und sind nach Morgens als Familie
als vriend. Kijk den livestream, had some goede thee, some koffie, some goede Frühstück. En dan met ons top aanbeden. En dan met ons top duipen en God zijn woord studeren over deze nächste tijd. We kijken ons al verder wachten met het Samba waar den erstes Jesus drama verspelen verjint. Wo we 3 sind, wo we kijken naar Jesus zijn ganze leven van geboorte, waar we gestorven en opstonden van dat van dood. Ons fehlt jene help zum Port an diesem Drama nehmen. Ons fehlt Kinder, ons fehlt Families, ons fehlt Jugendliche, ons fehlt Grootvoeders, Grootouderen. Ons fehlt jene help zum diese Geschichte en Drama kann verspielen. Wenn ihr daran interessiert ist, Port zu nehmen an diesem Drama, schrieb uns ein WhatsApp, nur das ist nicht was ihr hier wollen sein, und sag, wir sind interessiert zum Port annehmen an den Weihnachten Drama. Wir wollen das nie noch für 2 Werke uploaden, wenn ihr daran interessiert das, schick uns ein WhatsApp und dann wollen wir jeden Port sehen an diesem Drama. So ich lade ihn an, nehmt Port von den erstes Jesus-Drama an Dezember. Und dann noch zuletzt, wie an der Lebenswasser kommen. Je kan door de levenswasser komen, wenn je dort een klimaat reden veel dat je de komas een klimaat ladig. Je kan door de kerk komen tussen klok 11 en klok 12 on zondags morgens. En de dia komen waar je een pakken in toepstellen ganzen zons. Oder je kan ook de levenswasser komen wanneer je starten met geld oder eten. Dat is alles van mij van jou hatten je zijnde werk. Hey, wir sind zum Ende gekommen von diesem Servicio. Ich will Ihnen bloß sagen, wenn Ihnen Gebet fehlen wird, lud uns weiten. Wir hatten ein Gebetsteam hier so in der Kirche, sie wollen für ihn beten. Schrieb uns bloß in WhatsApp oder Phone, Sestwäm von der Office, und sie wollen dort nur den Gebetsteam bringen, dass sie können für die beten. Noch ein Ding, wenn die was ein Opfer geben, wenn die was geben hier so in der Kirche, hier wird wer von der und sagen, von der und, ich glaube, erst Klok 12, wird hier von der Diakon wer sagen, wird die Kurs geben. Oder in der Werk bei der Office, das ist bloß Port von wenn wir eine Mission tun, so Sakatekas, was wir von der und in uns Video sahen, wenn die geben das, dann bist die Port von, wo Tausende Menschen für Gott erregt wurden. Noch ein Ding, ich will bloß ein Segen beten, dass die Friede haben und Kraft haben durch dieses Werk. Vor dem Himmel Dank schön, dass du uns sehen das. Ich will bloß ein Segen beten über jeder Heim, was uns kicken das, in jeder Person, was uns sein, ja für ein Fried, ja für ein Kraft durch dieses Werk, und dass wir können wachsen in den Unterschied merken in dieser Welt, in die Namen. Amen.